Guten Morgen. Ich zeige mal, wie man ein Deck zusammenstellt, spezialisiert auf Alpine. Da muss man eigentlich auf Karten ein neues Deck erstellen. Idealerweise nimmt man entweder die Russen, die sind extrem stark mit Alpine, oder ich spiele das nicht so gerne. Ich nehme lieber Deutschland und dazu dann Italien, weil Italien vor allem gerade bei den Alpine-Einheiten gut ist. Alle Anzeigen einschalten, damit man auch die Karte sieht, die man noch gar nicht hat. Und dann brauchen wir sicher hier den Nachschub, da, dass ich zusätzliche Credits bekomme. Den Panzer möchte ich gerne drin haben. Jetzt müssen wir vor allem einfach Alpine-Einheiten einsetzen. Das heisst, wir müssen etwas haben zum Kontern für Bomber. Da zum Beispiel. Wir müssen etwas haben gegen schnelle Einheiten, also so etwas Wachstechnisches. Von denen hier brauchen wir sicher auch, dann haben wir die ersten Alpine-Einheiten. Die nehmen wir etwa gerade alle. Die geben dann gegen mehr Schaden und Verteidigung. Das ist auch noch interessant. Den brauchen wir. Der ist nicht schlecht, ist zwar nicht Alpine, aber ist eine günstige Wache. Den hier könnten wir drin nehmen, warte aber noch. Den habe ich grundsätzlich gerne drin, weil er Zangenangriff hat. Den will ich etwas zerstören, das Vernebelung hat. Der, weil er schnell ist und stark und gegen stärker wird. Ganz wichtig, dass wir den drin haben, weil jedes Mal, wenn ich Alpine Einheit einsetze, mache ich im Hauptquartier 2 Schaden. Der ist auch nicht übel. Den brauchen wir. Der ist auch gut. Nehmen wir hier. Fügen da Nachschublinien 3 Alpine Regimenter dazu, da brauchen wir. Der ist auch nicht schlecht. Dann brauchen wir sicher 2 bis 3 von denen. Auch in der 3. Da ist eine starke Waffe. Die brauchen wir zum Kontern. Den zurückschicken. Die 2 zum Fertigmachen. Und dann von denen hier brauchen wir sicher alle 3, weil die geben jedes Mal noch im Hauptquartier wieder Leben. Jetzt habe ich da schon 40. Ich wette noch drin den. Ich wette drin den. Die 2 brauchen wir noch. Die sind enorm stark. Und den oder den. Den da. Also jetzt habe ich da 5 Karten zu viel. Das heisst, ich muss da 5 Karten rausschmeißen. Den nicht. Den auch nicht. Gehen wir den raus. Den gehen wir raus. Den möchte ich schon gerne drin haben. Den auch. Den auch. Also gar nur eins drin. Da habe ich 3 Mal. Möchte ich gerne 3 Mal. Da brauche ich jetzt mal. Ich muss irgendwie noch 3 Karten aussortieren. Also müssen es günstigere Karten sein. Die ist stark, wenn sie in der Front ist. Die braucht die Verteidigung von Bomber. Wir gehen noch eine Sättig raus, dann haben wir halt dann nur noch 2. Ich muss auch den rausnehmen. Noch einen. Nehmen wir noch. Also einen raus. So.
Gut, jetzt habe ich 40 Karten von 40 möglichen, 10 von Italien. So viel ich darf haben. Jetzt müssen wir das noch anpassen. Ich hätte gerne den Kartenrücken, auf dem Brett die Leuchtpistolen, Schlachtfelder, das da und fertig. Gut, dann gehen wir jetzt das gerade mal ausprobieren gegen KI. Schauen, ob das verhält, was ich da gebaut habe. Ob das auch gegen einen richtigen Gegner würde bestehen. Jetzt am Anfang, der ist viel zu teuer und der auch, den brauche ich sicher nicht. Den kann ich setzen und ja, das machen wir mal so. Der wird gegen teurer, je mehr Einheiten sie verlieren, also muss ich den früher können setzen. Das heisst, in der nächsten Runde kann ich nichts setzen, wenn ich nicht eine aufnehme, die passt. Und dann kann ich schon diese hier setzen. Dann den. Also absolut nötig ist. Ja, da macht man jetzt schon 7 Schaden. Das heisst, wir müssen den setzen, dass ich da genug Wachen habe, wenn ich sie schon habe. So dringt er nicht durch bis zum Hauptquartier. Jetzt wäre eigentlich interessant mit dem da hier, der am meisten Schaden macht, zu zerstören. Also der. Gut. Oder können wir noch den hier einsetzen, da gibt mir auch nochmal zusätzliche Credits. Oh. Nicht nett. Dann opfern wir jetzt mal den. Und wir setzen den hier ein. So. Jetzt hat er schon eine Verbesserung bekommen, weil ich da schon eine alpine Einheit habe. Wenn ich dann mit der angreife, mache ich da hier eigentlich schon wieder gut mit dem Hauptquartier. Und zwar gemäß ihrem Angriff, also 5. Wenn ich mit dem angreife, den Finger halte, dann stirbt er. Das heisst, ich greife mit dem an. Der überlebt. Dann gehe ich da in die Front und setze dann den ein. Der macht dann nämlich da schon wirklich gut, weil ich schon 2 alpine Einheiten habe. Gut. Hier würde ich gerne da einsetzen, solange ich da noch genug habe von denen. Weil sie gegen stärker werden, je mehr alpine Einheiten das ich habe. Und wenn ich den einsetzen will, dann muss ich da eigentlich Platz haben dahinter. Dann setze ich den und die nächste Einheit, die er einsetzt, zerstöre ich. Gute Wahl gewesen, den zu zerstören. Dann gehen wir doch mit dem auch noch in die Front. Greifen da mal an. Macht jetzt nur 4 Schaden, weil er da die Abwehr drin hat.
dann gern eigentlich also da den Flügel reinsetzen und da nochmal angreifen. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen Pech. Jetzt hat er gerade eigentlich den Besten verwünscht. Jetzt gehen wir anführen, damit wir den hier einsetzen können. Gut. Sind wir auch schon wieder schön aufdatiert. Ja, jetzt hätte ich eigentlich gerne den Flügel für mich. Klaue ich mir jetzt den. Gerade hier mit allem, was ich habe, mal in die Front. Ah, meine Front ist voll. Ja, dann schicken wir doch aus mal da hier wieder zurück. Greifen da noch ja. Es kommt mir nicht darum um, die Einheit zu zerstören. Ich brauche da noch 4 Schaden. Der hat hier überlebt. So, das wär's. Hat also gegen KI funktioniert. Jetzt probieren wir doch gerade noch gegen einen menschlichen Gegner. Im gleichen Deck. Menschliche Gegner spielen vielfach nicht so seicht zusammen wie KI. KI hat auf jeden Fall so 2, 3 Fehler gemacht, dass sie effizienter können spielen. Ja, das wird jetzt schwierig, wenn da sehen ist, wo rumröscht. Also die kann ich sicher nicht brauchen, das gibt es lang, so weit komme ich gar nicht. Das gleiche ist mit der und die eigentlich auch nicht, weil der schnelle Einheiten hat. Bin ich tot, bevor es irgendetwas setzen kann. Ah, spielt mit der Amis in Kombination. Das ist jetzt aber böse. Jetzt, wenn ich den hier Einheit zerstört oder auch das Flugzeug, dann ziehe ich eine zusätzliche Karte. Was ich jetzt muss, ist den zerstören, geht nicht anders. Der ist viel zu stark. Ich kann zwar mein Hauptquartier nicht angreifen, aber ist trotzdem viel zu stark. Was bist du? Ein Jäger. Boah, kostet gerade das Doppelte. Die kenne ich gar nicht. Die ist ja heftig. Wird relativ schwierig, die mal noch Karten zu spielen in der nächsten Zeit.
eine Szene können spielen. Die wird aber nicht überleben. Das ist enorm mächtige Karte. Elite-Karte. Das ist jetzt mal Japanisch Spielende, die nicht rushen. Trotzdem alles kaputt macht. Und mach vorwärts. Ich muss jetzt irgendeine Karte haben, und die könnte stören da. Habe ich aber keine in meinem Deck. Kurz und schmerzlos. Es geschafft, 0 Schaden zu machen. Da ist natürlich jedes Deck ist da verloren gegen so eine Karte. Tja. Danke trotzdem fürs Zuschauen. Merci.